Die wunderschöne Stadt Iselia. Der Anfang und das Ende dieses Let's Plays. Moment mal, Ende? Nee, noch lange nicht vor. Noch lange nicht, was heißt lange? Vielleicht 3 Parts oder so. Ja, denn es geht jetzt natürlich vor allem um die Sidequests, denn die Hauptstory ist soweit mal abgeschlossen. Also noch fehlt natürlich ein Kampf, der Endkampf gegen Mythos noch. Wie es aussieht zumindest, aber ja, jetzt wollen wir uns erstmal noch um ein paar Sidequests kümmern. Meine letzte Part habe ich da gesagt, von wegen der Corinne und China wäre hier etwas in Iselia. Ja, du musst ein bisschen korrigieren. Also, es ist so, das findet zwar hier statt in Iselia, aber ich Trottel hab's komplett vergessen, dass ich natürlich noch was machen muss dazwischen. Menschenskind, ey. Ich war einfach so doof. Naja, doof nicht wirklich, ich hab das vergessen und dann irgendwie die Spoiler, die ich da im Internet gesucht habe, von wegen, ja, Sidequests und so, welche Filme noch, wie kann ich die abschließen, halt die Infos, die ich da gesammelt habe, die waren irgendwie auch falsch. Naja, muss halt erst eine andere Infoquelle suchen, die ist hoffentlich richtig und ja. Also, wir erinnern uns natürlich noch, bei China war doch irgendwie noch etwas offen, so eine Art Rückkampf noch. Und zwar natürlich mit Kuchinawa, wo wir gesagt haben, sobald alles vorbei ist und so, etc., kommt China vorbei, persönlich, wird mal einen richtig schönen Arsch aufreißen und so. Genau, und das müssen wir zuerst machen, bevor wir dann gegen, oder mit Corinne, wie auch immer, wie das ablaufen wird, bevor wir halt wieder Corinne treffen können. So, jetzt muss man mal gucken, ich muss das mit China antreten. Ach du Scheibenkleister, das klappt doch irgendwie. Weil so, wie ich es da gelesen und gehört habe, muss nämlich ein Einzelkampf sein. Und naja, also, das war noch nicht so ganz super. Davon ist es ja genau. Hier vorne ist das Dorf. Zack. In Mitsu. Alles klar, jetzt Kuchinawa echt hier? Ja, geht doch. China. Kuchinawa erklärte, er hätte dich zu einem Duell herausgefordert. Unter der Bedingung, das Dorf zu verlassen. Ja, ich weiß. Was ist passiert? Kuchinawa hat Tigers Befehle ausgeführt und als Verbindungsmann zum Forschungsinstitut in Tokio fungiert. Warum will er gegen dich kämpfen? Vizeoberhaupt Tiger ist verärgert. Er meint, Persönliches sei im Spiel. Ich werde dem Vizeoberhaupt alle Details schildern. Dann gehe ich auch mit. Als Kuchinawas Bruder habe ich schließlich das Recht dazu. Ja, Lloyd, du kommst auch mit. Was? Okay. Ja, du bist mein zukünftiger Ehemann. Was? China, was passiert? Kuchinawa wünscht, gegen mich zu kämpfen, um seine Eltern zu rächen. Also verspürt eben noch einen Groll wegen der Tragödie mit Volt. Und du hast angenommen? Meiner Meinung nach hat Kuchinawa recht. Ich bin für den Tod von Orochis und Kuchinawas Eltern verantwortlich. Es gibt keinen Grund, ihm den Wunsch abzuschlagen. Es ist falsch, China. Wenn man dieser Logik folgt, müssen sich viele Bewohner rächen wollen. Es ist ein Unfall. Es ist falsch, diesen Groll in sich zu tragen. Es ist wie Orochi sagt. Ich glaube, dass das Oberhaupt dieses Duell nicht zugelassen hätte. Ich habe Kuchinawa versprochen, dass ich mich ihm stellen würde. Kuchinawa will das Dorf verlassen, unabhängig davon, ob er gewinnt oder verliert. Weißt du warum? Nur Kriminelle verlassen das Dorf. China, was hat Kuchinawa getan? Mann, das ist so... Dann frage ich den Besucher. Lloyd, weißt du etwas? Wahrheit oder China beistehen? Na, China beistehen. Ich habe keine Ahnung, Alter. Falls notwendig, wird China Näheres erklären. Es ist nicht an mir, jetzt und hier zu sprechen. Lloyd, danke. Wie du wünschst, Lloyd. Ich werde dir nicht weiter nachgehen. Dann begib dich zur Insel der Entscheidung. Orochi bereitet das Brot vor. Ja, Oberhaupt. Und wer soll der Beobachter sein? Ich würde gerne Lloyd bitten. Mich? Was ist denn die Aufgabe des Beobachters? Also gut, Lloyd. Begib dich mit ihnen zur Insel der Entscheidung. Wenn ihr bereit seid, lasst Orochi wissen. Hey, sag mir jetzt endlich mal, was ein Botschaft überhaupt macht, was es ist und, was? Hallo? Fies. Okay. Scheinbar einfach irgendwie ein ganz einfacher Job und so, wie es aussieht. Mal gucken, ihr bleibt hier, war ja klar. Das wollen meine Freunde sein. Egal. Wir schaffen das schon. Du. Was? Wo willst du hin? Die Entscheidung ist an einem geheimen Ort. Orochi muss uns dorthin bringen. Ah, ist ja gut. Mann, oh Mann. So, Orochi, bringt uns bitte hin. Seid ihr bereit? Logo. Kuchinawa ist bereits auf der Insel. Ich überlasse meinen Bruder dir. Naja, schon gut. Das Duell der Ninjas.
China, das hat ja eine Ewigkeit gedauert. Du willst es also wirklich so haben? Natürlich. Ist er der Beobachter? Ja, Lloyd Irving ist der Beobachter. Was genau macht ein Beobachter, Menschenskind? Er verfolgt den Kampf. Wenn er eine Seite aufgibt oder stirbt, bestätigt der Beobachter das. Na gut. Also dann, los. Was? Nein! Alter! Sag mal, kann ich auch noch was machen hier? Gar keine Chance. So, wollte ich sagen, ey. Also mit dir kann ich gar nicht. Ah, verdammt, scannen geht auch nicht. Also mir kann ich irgendwie gar nicht. Was? Wie soll ich. Was soll ich denn krepieren? Alter! Mann, was ist denn das für ein Scheiß? Okay, vielleicht irgendwie mal die Attacken ändern sollen, aber ich dachte irgendwie. Sammeln Earth online. Oh, Moment mal. Behalt dich, China! Mann, wieso ging das nicht? Mann, wieso kann ich... Ey, was ist das für eine Scheiße hier? Ich kann einfach da durchbrechen, ist klar. Ja, natürlich muss ich da verlieren. Was ist denn das hier? Ey, so, da kannst du gar nichts machen. Du bist ja chancenlos. Ich habe verloren. Na mach schon, Kuchinawa. Mach mir, was du willst. Mehr als nicht drauf, lächerlich, Mann. Erhalten Corin's Glocke. Ein Schwächling wie du soll mein Leben zerstört haben? Niemals. Kuchinawa, ich verlasse das Dorf. Wenn du stärker geworden bist, werden wir neu gegeneinander antreten. China. Ich werde stärker werden. Ich schwöre es. Ja, ey, sorry, aber was war denn das für eine Scheiße? Ich konnte kaum angreifen, hat alles wieder zurückgeblockt. Man ständig blocken könnte ich auch nicht, da meine Defense durchbrochen, wenn ich irgendwie was beschwören wollte. So merkt den Geistenzug ging das auch nicht. Also natürlich sofort in meine Abwehr durchbrochen hat. Also ganz ehrlich, hey, was war denn das für ein Beschiss? Och Mann, ey. Wir müssen irgendwie voll mit China irgendwie durchblicken können, wie sie genau kämpft und so. Nee. Nee, sorry Leute, aber das war zu doof. Eindeutig war das einfach nur bescheuert bis zum geht nicht mehr. Man, natürlich können sie irgendwie so machen und so, dass du trotzdem noch gewinnst. Was, wieso nicht? Hallo? Es war genug TP. Geht doch. So, dankeschön. Ja, was ich sagen wollte, genau, also natürlicher Sinn wie genug, kannst du genug gegen den kämpfen und so, genug Erfahrungen sammeln, um ihn dann vielleicht irgendwann mal zu besiegen, aber ganz ehrlich, ey. Ist mal endlich mal eine Strategie raus, also vor allem kann es kein Item sein, um dich zu heilen und so weiter, also, oder vor allem um ihn zu scannen. Nee, ein bisschen doof ist das schon. Nun gut, soweit mal dazu, jetzt können wir endlich mal die Sidequest abschließen. Weil jetzt mit Corin's Glöckchen sollte es eigentlich klappen. Also mich vor allem überrascht, dass er trotzdem so stark war. Ich meine, hallo, ich bin Level 68 und den Kampf kannst du scheinbar schon viel früher machen. Dass man mich problemlos besiegt. Naja. Ja, so ein bisschen, mir muss ganz ehrlich zugehen. Also peinlich ist es schon. Und da ich gerade frage, willst du das überhaupt gewinnen? Einfach mal die richtigen Attacken auswählen, war sich die falschen Attacken drauf. Wo gehe ich überhaupt hin? Hallo? Wo gehe ich denn eigentlich hin? Du, la 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 la. So, passt schon eher. Gleich sind wir da. Oh, lulululu. Und da sind wir schon. Schon ist vor allem gut. In Iselia. Corin, ruf mich. Corin? Sheena, どうしたんだ? コリンが呼んでいるような気がするんだ。そんな気がする。コリンが? ロイド、この辺りで一番精霊とゆかりの強いところはどこだい？この辺りだったらやっぱりマーテル教会聖堂じゃないか。封印があったし。そこにコリンがいるような。そんなわけないか。ごめん、忘れて。シーナ。
Ach ja, was sollte nicht alles schon möglich sein und wo er doch irgendwie war? Also ganz ehrlich, mittlerweile müssen wir noch irgendwie besser wissen. Naja, was soll's? Erstmal ganz kurz nochmal abspeichern und dann auf zu Corinne, zum Tempel von Martell. Kann diese Sidequest auch mal abschließen und dann geht's mit den restlichen weiter. Ich denke mal, im nächsten Part machen wir vor allem noch das mit den Waffen der Finsternis. Ich muss irgendwie offscreen noch sammeln gehen, dann sprich natürlich den Laufweg dahin offscreen machen, aber euch dann zeigen, wo ich sie schlussendlich gefunden habe, die Waffen. So machen wir's. Wow, wow, aus dem Weg da, dankeschön. Und Tempel von Martell. La 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 la. Es ist so geil, wieder hier zu sein. Ich bin mir ganz sicher, Corinne ist hier. Aber es gab hier keinen Elementargeist, China. Aber ich kann ihn spüren. Ich spüre, Corinne ist hier. Lass uns weiter reingehen. Bitte, Leute. Sicher doch, los geht's. Okay, wir gehen weiter. Immer heiter. Siup. Habe ich mir das nur eingebildet? Anscheinend ist er nicht hier. China. Was? Corinnes Glückchen. Corinne! Corinne, bist du es? China. Nachkomme derjenigen, die die Mächte des Beschwörens beherrschen. Du, die mir das menschliche Herz gezeigt hat. Du bist nicht Corinne? Begierde, Großzügigkeit, Heiterkeit, Trauer, Wut, Gewalt, Besorgnis, Liebe, Hass. Wovon zum Geier redet das Ding? Was kann ich mir auf menschlichen Herzen erhoffen? Ich, Verius, stelle euch diese Frage. Also, zeigt es mir. Und los geht's. Echt catchen? Ich habe euer Herzen gefühlt. Angst, Bedauern, Ungeduld, Einsamkeit. Doch stärker sind Hoffnung, Mut und Liebe. Wir werden nicht fighten? Meine Existenz dient dazu, alle Lebewesen zu beobachten, die ein Herz besitzen. Ich schließe keine Pakte. An niemanden bin ich gebunden. Du sagst, dein Name lautet Verius. Wer bist du? China. Ich bin der einst als Corinne bekannt war. Der Elementargeist, der am längsten Kontakt zu einem menschlichen Herzen hatte. Kontakt zu einem menschlichen Herzen? Als meine Kräfte schwanden, hielten menschliche Herzen zu mir. Alle menschlichen Emotionen, sowohl die negativen als auch die positiven, haben mich zum Elementargeist der Herzen, Verius, gemacht. Also bist du Corinne, richtig? Ja, das könnte man sagen. Ich bin Corinne. Wir können wieder zusammen sein, oder? Du kommst auch mit mir, stimmt's, Corinne? Nein. Ich werde zum Teil dieser Welt und wache über all diejenigen, die ein Herz besitzen. Nein. China, Nachkommen der Beschwörer. Ich kann nicht mit dir kommen. Mein Herz wird dich jedoch überall hin begleiten. Immerhin wurde meine Existenz als Elementargeist des Herzens durch die Berührung mit deinem Herzen überhaupt möglich. Unsere Herzen werden zusammen sein. Ja, das werden sie. Solange Menschen Herzen haben, werde ich mit ihnen sein. Und ich werde dich überall hin begleiten, China. Solange wir Herzen haben? Was meinst du, bis wir tot sind? Vergiss niemals, dein Versprechen an mich ist dein Herz. Ja. Denn ohne Herz bist du natürlich tot, also irgendwie unser Herzen. Das ist toll, China. Corinne ist zurück. Das ist richtig. Da es ein menschliches Herz möglich hat, dass Corinne als Verius zurückgekommen ist, muss es dein Herz gewesen sein, China. Nein, eure Herzen waren es. Eure Herzen waren es, die Verius und mich hier zusammengebracht haben. Ich danke euch allen. Was zum Henker war das denn für eine schwülstige... Na, ist egal. Okay, das war jetzt die Sidequest im Corinne. Ich dachte, wir kennen noch einen fetten Endboss-Kampf oder so etwas, aber nö, natürlich nicht. Wir kommen mit uns jetzt ja auch nicht, weil einfach nur just of fun. Weil unsere Herzen stark sind, voller Schmähherzen,
So, also mal dazu. Das war also so einmal zu Corinne. Muss mal gucken, was ist denn der Rest noch? Okay, Maxwell haben wir. Das ist ja bereits das. Was denn das ist? Die Waffen der Finsternis ist noch etwas. Genau, das machen wir auch erst später. Was wir ganz kurz noch machen könnten, ist nach Luin zu reisen. Luin, das war ja die Stadt, die irgendwie zerstört wurde, oder? Irgendwie, oder, ja genau, die war ja bereits zerstört. Jetzt muss ich ganz kurz mal gucken, wo waren die jetzt schon wieder? Luin, die Stadt. Welcher Welt war die denn? Ich glaube, Silverbrand war. Genau, da oben war. Ah, genau, in der Mitte, genau. Irgendwie kann man die wieder aufbauen und so, kostet uns zwar ziemlich viel Kohle, aber das haben wir eigentlich. Oder haben wir das? Mal gucken. 43.000 ist schon ziemlich viel. Mal gucken. Also, natürlich falsch. Geht natürlich nicht hier. So, okay, auf geht's. Neues ist falsch, Entschuldigung. Das ist schon viel besser. Corinne wurde wiedergeboren, als Elementar, Geist der Herzen und der Liebe. Ach du Scheiße, ist das schwülstig, oh nein. Naja. Was soll's, also hier haben wir schon, Luin. Die Stadt, die vollkommen am Arsch ist. Das ist die Frage, wo kann ich das irgendwie einzahlen hier? Bei dir vielleicht? Pietro. Mir war nicht klar, dass es so schlimm ist, aber ich gebe nicht auf. Ich schwöre, wir werden die Stadt wieder aufbauen. Nur Leute und Geld. Genau, also muss irgendwie mal gucken, wie viel insgesamt? Ziemlich viel. Warte mal. Was steht jetzt hier? Wichtiger müssen das Geld in folgender Reihenfolge spenden und bei der Summe haben wir die Stadt verlassen. So unterschied der Rest. Okay, also erstmal 5000 Geld. Wie gesagt, wir haben noch genug. Dort kannst du. So gespendet, alles klar. Verlassen. Okay, jetzt wird dann noch nichts passiert sein, sondern mal gucken, nochmal. Nochmal spenden und zwar diesmal 12.000. Okay, wenn ich jetzt mal verlassen, mal reingehen, da müssten eigentlich mehr Leute hier sein. Theoretisch. Ja, sieht schon besser aus. Sieht erschrecklicher aus, ja stimmt natürlich. Okay, jetzt müssen wir 21.500 hergeben. Wie genau die Zahl, weiß ich auch nicht, ich lese gerade hier ab. Und dadurch soll sich der Name von Luin ändern, okay. So, nochmal verlassen, nochmal reingehen. Wie Name verändert, immer der gleiche. Stadt des Aufbaus, deshalb. Wo sind schon besser aus? Hallo alle zusammen, wir sind ganz geil drauf, dass ihr uns wieder viel Geld spendet. Ja, ist klar. Diesmal 15.000. Okay. $1,530 stimmt. Ja, es wird ein bisschen langweilig, Leute, aber so sind wir zumindest mal, was so ein bisschen Geld alles bewirken kann, wa? Und die Brücke ist eben noch zerstört. Es müssen noch mehr Leute hier sein. Was ich gerade auf den ersten Blick nicht sehe. Immer ein Hund ist da. Ist schon mal gut. Ein Hund plus Irokes ist doch immer schön. Hallo zusammen. Wunderbar. Ich will uns verdanken. Okay. 4.000 haben wir jetzt. Jetzt kommt es 20.000. Mehr noch 2.000. 20.000. Kann man reingehen. Ach du Menschenskind. Ein Hund ist da, ist doch schön. Okay, es waren die 20.000. Jetzt brauchen wir 25.000.
Mann, ich mach's immer falsch. Ich kann nicht zählen, sind so viele Nullen. Ah, es geht sowieso nicht mehr, merke ich gerade. Nee, es geht nicht mehr. Du. Interessant. 25.000 wieder rein. Diesmal müssen es 35.000 sein, die ich spenden kann oder muss. Hier geht nichts. Hier. 3, 5, ja, also das Maximum, okay, von 30 stimmt sogar. Also immer teurer. Wird immer teurer. So, diesmal müssen wir jetzt die Musikfans mal die Stadt betreten. Mal gucken. Und, ist sie anders? Yep, wieder freundlicher. Brücke ist wieder besser. Geil. Also diesmal 45.000, wenn es weitergeht, aber bald kein Geld mehr. Ne, 40.000 genau. So, und diesmal ist wieder der Effekt, dass ja noch mehr Leute reinkommen, manchmal kohlemäßig. Oh, Hilfe, bald nichts mehr. Und, hallo Leute, wir sind noch lange nicht fertig, nur mein Bestes, ja. Ja, ist klar. Okay, 40.000 gespendet, 45.000 diesmal, wa? Okidoki, jetzt haben wir das. Was passiert nachher? Was? Der Katz-Forschungsgruppe ist nun in der Arbeitsbereit. Doch, nö, nicht der Quatsch. Und alles ist fast wieder heil. Eben nicht ganz, es gibt noch ein paar Dinge trotzdem machen können. Freunde! Alter, ist geil, die Stadt wird bald nach euch benannt. Ja, schön wär's. So, der Waffenshop wird geöffnet, wenn wir jetzt gleich ein bisschen spenden. Und zwar 50.000. Ich habe bald echt nichts mehr. Ja, nee, bald ist vorbei. Bald ist hier vorbei. Das mal Loin, oh, sieht schon besser aus und... Ja, ein Waffenshop und so. Und ich merke gerade, ich brauche jetzt bereits 75.000 Geld. Danach brauche ich nochmal 100.000 und dann nochmal jeweils 5.000 dreimal. Das Ganze, damit es nachher Statuen von uns gibt. Oh Mann, aber das noch vieles mehr, wenn wir das nächste Mal sehen, weil ich muss noch ein bisschen offscreen Geld sammeln gehen. Wir sind mal da mit dem Golddrachen, war. Der war bis jetzt noch ganz gut und so, gibt sicher viel Kohle. Ich hoffe, ich komme noch dahin. Wenn nicht, habe ich ein kleines Problemchen. Ich soll ein paar Waffen verkaufen, etc. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal hier bei Tales of Symphonia Chronicles, beim Wiederaufbau von Loin und dann natürlich auch bei den verfluchten, den dunklen Waffen. Bis dahin, ciao zusammen!